Hallo. Hallo. Fauli? Ah. Ja. Hallihallöchen, Popöchen. Willkommen am Donnerstag. Wahrscheinlich mein zukünftiger Streaming-Dog die nächsten paar Wochen. Hab ja noch einen Pickel, der tut weh. Momentan ist es Katastrophe. Ja. Wir spannen heute Anno. Weil da kommt demnächst Erweiterung. Ja. Ich hab ein Safe Game vorbereitet. Da können wir mal ganz kurz reinschauen. Und zwar so. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Normalerweise müsste ich richtig sitzen. Ja, das schaut zumindest schon mal ganz gut aus. Vielleicht nicht ganz, vielleicht ist so ein bisschen. Ist gut? So ist gut. Ja. Ich habe das Safe Game da vorbereitet, auf meine Bedürfnisse angepasst. Und zwar habe ich Fruchtbarkeiten reduziert. Die Minen, glaube ich, habe ich auch reduziert, aber ich weiß nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte durchaus sein. Auf alle Fälle habe ich alle Inseln freigeschaltet, beziehungsweise alle Inselwelten. Auch Arktis und Embessa. Hab überall die Story durchgespielt. Also bin komplett durch. Ob da zum Beispiel den Palast, ob da alle Verbesserungen, ob den Tempel da auch noch fertig gemacht, so nebenbei. Hab schon ein bisschen vorgebaut. Hab natürlich da auch alles freigeschaltet. Und hab dann alles abgerissen. Auch der neuen Welt. Nix passiert. Also nix, wo es wirklich relevant wäre. Und aktuell haben wir minus von 175. Kommt von dem Clipper, den wir in der neuen Welt haben. Ich hab jetzt nix außer das Bergungsschiff, ein Flaggschiff und ein Clipper. Der Clipper ist für die neue Welt, den kriegen wir zu Beginn von der neuen Welt, also habe ich mir den jetzt einfach mal gehalten. Und ansonsten ist alles auf Standard, also zurückgesetzt. Wir haben nix. Und irgendwie Effektlautstärke. Warum ist Effekt jetzt zu leise? Menütöne. Ja, ist egal. Es wird schon recht. Auf alle Fälle haben wir aktuell nichts, wenn ich jetzt aufs Lager schaue. Alle Inseln, wir haben nur 3 Inseln, Crown Falls, King William Island und Taborim. Lagerbestände sind nur in der Arktis 80 Tonnen Gas, die wir vom guten Nate gekriegt haben für unsere Luftschiffe, die wir zum Start von Ding braucht, dass man das erste Luftschiff machen kann, dass man dann Gas produzieren kann. Ansonsten, wie gesagt, alles roh, nur mit dem netten Beigeschmack, dass wir mir die ganzen Story-Elemente schon durch haben, bis auf Wolkenkratzer und Tourismus-DLC. Die Sachen habe ich noch nicht gemacht. Die werden wir jetzt dann demnächst machen. Ich habe auch da ein paar Items, die ich von alle anderen Sachen, von alle anderen Inseln gekriegt habe, als Questbelohnung und sonstiges. Aber sonst ist wirklich alles neu. Und was auch neu ist, ich habe das Einkommen auf schwer. Ich habe Wolkenkratzer auf schwer. Ich habe Einfluss auf hoch. Und ich habe vielleicht Katastrophen ein bisschen erhöht. Dann müssen wir schauen, wie das Ganze wird. Auf jeden Fall werden wir jetzt einfach mal auf Crown Falls beginnen. Ich habe 20 Gelehrtenhäuser, die wo ich jederzeit bauen kann. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit den Bauern an. Klarweise, langsam arbeiten wir uns durch.
Und fangen wir an, wie wenn es ein ganz normales Safe Game war. Und nur, dass halt die ganzen Quests schon durchgespielt sind. Ja. Weil das war mir irgendwie ein bisschen wichtig, dass wir das schon mal haben. Geschwindigkeit stellen wir gleich mal auf 2. Bauen wir da mit 2 Holzfäller. Weil ich wollte einfach nicht anfangen und dann wieder alle Quests machen müssen. Und es ist einfach immer das Gleiche. Jetzt haben wir mir gedacht, ich mache ein Safe Game, da wo ich das habe, auf ein bisschen schwierigere Einstellungen. Und das Ganze hat sich dann erledigt. Dann muss ich keine Quests nicht mehr machen. Habe eine perfekt neue Startwelt, so wie ich es haben mag, zufallsgeneriert. Ich kann eigentlich nicht einmal in Seed sagen, weil ich es nicht weiß. Es tut mir leid, ich kann es eigentlich nicht sagen. Wenn es ein Wissen mit. Ist aber eigentlich relativ egal, weil die Inseln sehr ähnlich sind immer. Nur es gibt halt noch so Perfektionisten, die dann immer schauen, wo ist der perfekte 975 oder so. Glaube ich, ist der perfekte Seed für Rekordbauer. Belastet mich aber jetzt relativ wenig. Weil wir uns das gar nicht so antun. Auf jeden Fall, dass ich sagen, wir fangen mal irgendwo, hallo Mandu, irgendwo auf der Insel mit Arbeiterhandwerker, Bauernarbeiter. Dass wir da irgendwo in der Gegend Arbeiter und Bauern unter einem Hut kriegen. Vielleicht macht man das mittlere Gebiet diesmal ein bisschen größer. Genau, Arbeitskräfte kriegen wir mittlerweile auch schon einen kleinen Boost. So, wenn wir verbaut, ist ja klar. Wieso Durchblick? Das hat ja nichts mit Durchblick zu tun. Das Einzige, was vielleicht dann noch interessant wäre, ja, ich glaube, das können wir dann nachher noch bauen. Schule oder sowas, das glaube ich passt da perfekt nachher. Genau. Ansonsten, weil ich glaube, dass wir das da eher so mittig einer machen. So zum Beispiel. Dann können wir nämlich da eine Straße durchführen und wir können aktuell gar nichts bauen. Das ist schon mal sehr toll. Ja, das passt schon. Okay. Wenn du das sagst, dann muss das so sein. Genau. Holzproduktion lassen wir aktuell so. Das sollte man ein bisschen produzieren. Holz kann man uns in der alten Welt kaufen. Da glaube ich auch ein bisschen, aber nicht viel. Genau 10 Tonnen. Ja, hauptsächlich du hast Fell. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil wir mich schon ein bisschen freigeschaltet haben. Wird sich aber ab die Investoren dann legen, weil ab dem Punkt hätten wir sowieso den Stand, was wir aktuell haben. Also ist scheißegal. Um ehrlich zu sein. Aber ich muss halt nicht immer die lästigen Quests machen. Und das ist mir eigentlich am wichtigsten gewesen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen. So, Feuerwehr braucht man auf jeden Fall. Ohne Feuerwehr geht nichts. Also die bauen wir mit hin. Dann braucht man als erstes dieses hier. Und ein paar Häuschen, damit haben wir schon mal ein paar Einwohner. Dann braucht man Fischerhütten. Ich hätte jetzt gesagt, wir bauen einfach da mit 2 her. Also vorsichtig. Und braucht man dann da natürlich ein Lagerhäuschen. Ich baue jetzt erst einmal alles auf der Rieseninsel aus. Bis dass wir da mal einen gewissen Standpunkt erreicht haben. Wie Handwerker. Können wir dann in der neuen Welt aufbauen und werden dann dort Baumwolle produzieren mit rum. Weil das brauchen wir ja dann. Und ja. Genau. So soll es sein. So, Holz kriegen wir jetzt aktuell schon sehr gut rein. Feuerwehr bauen wir gleich einmal, weil ich weiß ja nicht, wie die Katastrophen aktuell schon sind. Und in der Welt wächst auch ein bisschen Unkraut. Aktuell nein. Oh, stimmt, Zeitung. Ich habe schon Zeitung freigeschaltet.
Egal. Ja. Wir warten auf Holz. Holz ist wichtig. Ich kann jetzt da der Moment anfangen mit einem Forschungsgebäude. Forschungsinstitut. War jetzt überhaupt kein Problem nicht. Die haben nur das Geld nicht und eigentlich nichts. Deswegen braucht man mir eigentlich die volle Versorgung. Das ist eigentlich aktuell noch das Wichtigste für unsere Arbeiter, Bauern. Schieß mich tot. 1, 2, 3. So, den bauen wir einfach mehr aus, hätte ich jetzt gesagt. Weg. Okay. Okay. Hat gut funktioniert. Da kommt eine Straße hin. So zum Beispiel. So, und dann ab Dienstag gibt es dann erst DLC. Aber ich denke, der liebe Mann, du musst den Dienstag mal wieder übernehmen, wenn er das macht. Wenn er das machen mag. Kann es noch nicht 100%ig sagen. Aber könnte durchaus sein. Aber ich weiß gar nicht, ob das der Mann du machen mag. So. Und weiter geht nicht. Kannst du schon mit einer Straße um? Wo ist sie? Alles ist gut, alles tutti. Na, kannst auch erst nächsten Dienstag wieder übernehmen musst, wenn du magst. Also kannst, wenn du willst. Wenn du da machen willst, kannst du das gerne machen. Wenn nicht, dann, genau. Dann wird es am Dienstag keinen Stream nicht geben, denke ich mal. Ganz schwer. Das wird sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich häufen, das Problem. Ich denke. Oh. Jetzt nicht so toll. Ja, dann bauen wir alles aus. Wenn wir schon klotzen, dann so richtig, oder? Dann haben wir jetzt alles ausgebaut. Bis auf unsere Fischhütten, die haben wir jetzt auch komplett. Und jetzt haben wir versorgungstechnisch nicht so viel. Ich glaube, die Arbeitskraft fehlt. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Haben wir jetzt natürlich ein Problem, weil die Arbeitskraft... Na, braucht uns trotzdem nicht. Kostet uns nur jede Menge Geld. Oh, das ist egal. Wecken Sie mich, wenn es weitergeht. So. Weil ich sage mal so, aktuell ist Dienstag sehr schwierig, zeitlich gesehen. Da habe ich sehr, sehr wenig Zeit. Muss ich mal tanzen. Also müssen nicht. Ich kann. Aber ich mache mal gerne. So, auf jeden Fall möchte ich irgendwo dahinter vielleicht ein kleines Holzfällerparadies bauen. War das geschickt werden noch einer mehr gegangen? Das kriegen wir schon. Weißt schon, was kriegen wir das hin?
dann habe ich ja da vollstes Vertrauen. Jetzt wenn ich das so Ja, man, ich hab da 100% gesehen. Nicht? Oh Mann. Na dann. Dann ist ja alles im Buddha. Ich werde gern da irgendwie um. Oder es kostet mir noch mit 20 Holz. Aber es macht aktuell kein Problem nicht. Ist aktuell kein Problem nicht. Ich kann halt da leider nicht nah an Holzfäller einpflanzen. Ich denke zwar, dass ich dieses Gebiet als Holzfällergebiet auch noch benötigen werde. Weil, ich weiß auch nicht wieso. Auf jeden Fall brauche ich da 1 Lagerhaus und 4 Holzfäller. Dann ist dies meine Holzproduktion vorerst. Wenn man da Lagerhaus kostet mich 10. Machen wir aktuell so. Fällt natürlich ein paar Arbeitskräfte, aber das kriegen wir auch hin. Auf jeden Fall muss ich meine Bilanz einmal ein bisschen stärken. Das ist jetzt natürlich am Anfang die Schwierigkeit, die wir haben werden. Wir werden am Anfang das Spiel nicht so leicht haben, weil einfach alles auf schwer steht. Aus dem Grund ist einfach ein bisschen schwierig. Aber das macht nichts. Genau, Arbeitskraft. Auf alle Fälle müssen jetzt Holzproduktion laufen. Wie viel haben wir dann jetzt in den Minuten? Baumaterial 23 Holz pro Minute. Also eigentlich nicht, weil dann fallen schon die Waren. Ein Brett und die kriegt ab und zu ein bisschen Holz. Da haben wir aktuell da Affe. Dass er zumindest auslädt und dann können wir entfernen. Dann haben wir aktuell Holz 16. Ist jetzt nicht weit. Für den Anfang erstmals genügend. Aber natürlich halt nicht viel. Wir brauchen auf jeden Fall Einwohner und Money. So, einmal Bank. Und Zeitung natürlich. Dieses hier. Und Geld. Hauptsache Geld. Plus 19 Verbrauchssteuer. Das ist jetzt natürlich nicht so viel. Aber kann viel werden. Wenn dann die einmal so weit sind, dass Ding brauchen, Wirtshaus, dann geht es natürlich rasch in die Höhe. Hoffentlich. Braucht man noch einen? Wie viel bringt das ein Wirtshaus? Oh, Münze. Wow. Das hat jetzt nicht wirklich gelobt. Aber egal. Wir schreiben mal schnell voran.
Es mit Zeitung fälschen. Ich brauch Money. Es ist wie im echten Leben. Geld regiert die Welt. Es ist einfach so. Kannst mir sagen, was du magst, aber Geld ist alles. Also Geld regelt alles. Es ist einfach. Lobpreise jeden Tag. Ja, dann Lobpreis doch jeden Tag. Wie sie wünschen. Na, Zeitung ist ein sehr wichtiger Faktor, den man in Anno 1800 definitiv nutzen sollte. Weil, warum sollte man den Faktor herschenken, wenn man haben kann? Von dem her. Gut, dass ich keins hab. Tja, kommt mir bekannt für. Aber mei, weiß ich eh. Zeit ist Geld und Geld haben wir halt einfach keins. So ist das Leben. Das ist eher Versorgung. Gebäudevariante wechseln. Uff. Aha. Okay, geschickt. Dann mal um weiter. Straßentechnisch schaut's so lala aus. Moneymäßig wird's langsam. Gut, die sind jetzt dann auch am Maximum angekommen. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen übertrieben mit den Produktionen. Wir werden es aber hoffentlich noch benötigen. Aktuell ist natürlich scheiße, weil die Unterhalt kosten. Also so 10, 40, 60, 70, 95, 135. Es ist jetzt genau das, was Bilanz ausmacht. Zahlen wir mir 2. Aktuell für 0 Nutzen. Und das ist halt einfach aktuell unser Problem. Kannst sagen, was du magst, das ist leider so. Aber irgendwann müssen wir dann nochmal ins Plus kommen. Dann ist wieder alles gut. Und Holz ist definitiv vorhanden. Wir brauchen jetzt dann unseren ersten Handwerker. Arbeiter, Entschuldigung. Dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und zwar brauchen wir jetzt dann die sogenannten Lehmgruben. Zu viele Transporter. Ich würde doch gerne noch ein Lagerhaus sitzen, wenn euch das hilft. Von mir aus gerne. Lehmgrube. 10 Unterhalt ist jetzt nicht voll und das 20 war jetzt auch nicht weit. Wir brauchen mal da eine Straße. Zum Glück. Kann man jetzt natürlich von da nehmen. Kostet halt 40 Holz. Oder mit irgendwas von da oben. Das war nicht so teuer. So. Kann man jetzt dann natürlich Ausbau. Braucht man allerdings noch ein bisschen mehr Arbeiter. So geht es einfach mal so. Dann braucht man schon mal Polizei. Und ich bin so frei und plane jetzt einfach schon mal so ein Ding ein. Jetzt geht es so schlecht aus. Hat ein bisschen Höhe, nicht Reichweiten.
Da haben wir dieses so. Weil dann können wir dort eine Schule bauen. Du kennst meinen Perfektionismus. Das ist leider ein riesengroßes Problem in Anno 1800. Wenn man den dann nicht befriedigen kann. Das ist leider Gottes so. Es ist schwierig. Nicht perfekt zum Bau. Es muss ja alles irgendwie durchdacht sein. Ich plane ja ein bisschen im Voraus. Das heißt, Arbeiter brauchen demnächst eine Schule. Die Schule passt da perfekt hin. Wo eigentlich hier machst du? Bei dir Perfektionist. Na, wo ich rein. Ich weiß auch nicht. Hallo? 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 Bist du wer? Hallo? Hallo? Was war das? Schick du gut. Ah. Den Abend verbringe ich gerne am Tresen mit meinen Kumpels. Zu Hause warten eh nur hungrige Mäuler auf mich. Ja, und Weiber. Hab jetzt nicht gesagt. Na. Alles tut. Geht das? Das ist ein bisschen zu übertrieben. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, du hast jetzt ganz schön verhaut. Ist gar nicht gut. So, Fisch reicht. Schnaps und Arbeitskleidung wird benötigt. Schnappedi Schnaps, Schnaps. Apropos Schnappedi Schnaps, Schnaps. Ich habe Feuerwehr. Perfekt. Irgendwas fehlt immer. Keine Brandwahrscheinlichkeit. Ich liebe es. Sehr schön. Bilanz schaut aktuell sehr gut aus. Arbeiter auch. Holz auch. Rinder. Rin in die Olga. So. Eigentlich kann man das da auch gleich mit ausbauen. Können wir nicht, weil uns Baumaterialien fehlen. Machen wir da 4 Lehm, ein bisschen Ziegeleisen und so weiter. Also das wird teuer. Das kostet uns 100, 300. Also das geht ins Geld. So richtig ins Geld. Aber ist jetzt auch kein Weltuntergang. Auf jeden Fall plane ich vielleicht sogar da eine Produktionsinsel zu machen. Wird zwar schwierig da hinzugehen. Hat der nur 99? Direkt am Much. Hundert, 100. Wir kümmern uns hier um alles. Weil, wir kann ja da, ich sage jetzt mal so rein theoretisch, Schweine produzieren. Handelskammern planen wir definitiv noch nicht ein. Dafür ist noch zu bald. Muss man einplanen können, dieses Silo. Alles kann man auch einbauen. Dann kann man da 2 Metzgereien beliefern. Müssen wir da noch mal schauen. Aber das als Produktionsinsel, das sind ja bei so ungenutzte Inseln und gerade für Schweine. Für den Anfang war es ja sinnvoll.
dann haben wir das auch schon mal abgedeckt. Brauchen wir aktuell nicht mehr. Wir brauchen dann noch Brot. War doch vielleicht so eine Insel? Kann man vielleicht direkt da herunten ein bisschen so produktionsmäßig. Oder mir lagert man da dann noch mal so ein Bauerndorf aus. Das für später ein Bauerndorf bleiben wird. Nicht umgebaut. Hat natürlich Arge, aber es kostet gleich wieder so ein Ding. Kostet gleich wieder jede Menge Geld. Aber das war schon cool. Du hast ein Bauerndorf. Da dann ein wenig Arbeiter, Handwerker, mehr Handwerker, Ingenieure oder irgendwie sowas. War eigentlich eine coole Idee. Oder da ist eine Insel mit Bauern, Arbeitern. Aber ich glaube, das deckt man eine nicht ab. Sag ich, dass ich schlimm bin. Du darfst es gern sagen. Ich bin da definitiv nicht besser. Degro, Tagchen. Tagchen. Ich kann es nicht aussprechen. Guten Tag, guten Abend. Guten Abend. So. Ja, ich hab halt leider 1200, 1300 Spielstunden drauf. Also, nicht voll, ein bisschen was. Ist nicht übertrieben. Also nicht, dass das Mords, das war voll. Nein, nein. Das ist ganz normal. Dann reichen. Oh, wir haben Holz. Ausbauen. Dann haben wir noch mehr Holz zur Verfügung. So. Polizeistation. Dass wir da noch zu einem Aufstand kommen oder sonstiges. War jetzt nicht so toll. Apropos. Das hat sich ja da perfekt anbieten. Würdest du sagen, ich sollte erstmal nur das Grundspiel holen oder gleich mit DLC? Boah. Also grundsätzlich jedes DLC oder Berechtigung. Sollte dann eigentlich alles für DLCs geben. Gut. Das ist ja definitiv dabei. Also Kosmetik muss nicht unbedingt sein. Gesunkene Schätze ist die Rieseninsel, die wir aktuell haben. Also die... Moment. Also die riesige Insel. Das ist die Spielwelt von Gesunkene Schätze. Ich glaube Trelawney. Das ist in Season 1. Dann gibt's Botanica. Ist mehr Schönbau mit nicht so viel Nutzen. Passage, nochmal zusätzliche Winterinsel, die nochmal Variation einbringt. Season 2, nochmal eine neue Inselwelt. Palast und reiche Ernte, die nochmal einiges vereinfacht. Speicherstadt, Reisezeit, Dächer der Stadt. Also, die Frage ist, bist du auch noch erfahren oder nicht?
Weil ich persönlich bereue keines der DLCs, die ich mir besorgt habe. Definitiv keines. Wie gesagt, ich habe mittlerweile auch schon bei Null angefangen, also ganz am Anfang ohne irgendwelchen DLC. Und habe mittlerweile 1200, 1300 Stunden auf das Game drauf. Also mich überfordert das Spiel eigentlich nimmer. Kann allerdings mit den ganzen Erweiterungen zur Überforderung führen. Das ist ein bisschen ein Risiko. Okay. Es ist natürlich auch preislich ein bisschen ein Problem. Weil ich sag mal, ich glaube alle DLCs kosten über 100 Euro. Also Komplettpaket. Ist natürlich die Frage, mag man sich das leisten? Wenn man nicht mal weiß, ist das Spiel für mich was? Es ist schwierig. Also wie gesagt, DLCs, die erschienen sind, sind definitiv ihrer Geld wert. Definitiv. Also, ich weiß auf Anhieb kein einziges DLC, da wo ich sage, das war Müll, das war Schrott. Kein einziges. Ja, das ist eben das. Also, ich glaube, der Großteil ist bei der Standard-Edition ohne DLCs, ich glaube, so ab 50-60% Spielfortschritt überfordert und lassen es dann entling. Ist, glaube ich, so eine Statistik, die man so nennen kann. Und es ist natürlich sehr umfangreich. Und ja, jedes DLC ist natürlich nochmal mehr, wie soll ich sagen, nochmal mehr Content, der zur Überforderung führen könnte. Wie gesagt, ich habe von null auf angefangen. Ich habe jetzt da persönlich kein Problem nicht damit. Logisch irgendwo. Weil, kennen sie ja nicht anders. Aber es kann definitiv vorkommen. Von dem her ist ein bisschen schwierig. Das pauschal zum Song. Aber prinzipiell, wenn man sich das leisten mag, macht man definitiv keinen Fehler nicht. So geht's einfach um mich so. Und Feuerwehr wird schwierig. Würde halt nur 45 Euro plus Spiel plus DLCs bezahlen. Mit allem DLCs, also mit jedem bereits erschienenen DLC, kann ich mir nämlich fast nicht vorstellen. Ich glaube nämlich aktuell, kurz nachschauen, 100. Keine Ahnung, Editionenvergleich. Inhalte der 1800 Editionen. Investorenausgabe. So.
Also Standardspiel. Offiziell natürlich auf Uplay 60 Euro. Na. Game Edition Year 3. 80 Euro. Und mit allem Inhalten 110. Und das ist. Ja, aber ich glaube, für 45 Euro kriegst du nicht alles. Anno 1800. Shopping. Oh! Okay. Bei dem für 45 Euro fällt Season Pass 4, der momentan erst erscheint, beziehungsweise ab Dienstag verfügbar ist. Aber, also, ich finde 45 Euro nicht schlimm. Ist definitiv wert. Auch nur auf der offiziellen Seite ist noch ein bisschen teuer. Ansonsten eigentlich nicht. So, ich würde sagen, unser Stadtbild kann so erhalten bleiben. Da haben wir eine kleine Bauernsiedlung. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Ich überlege gerade nur, ein paar große Bäume zu setzen. Was einfach dekorativ ist. Ich habe zwar aktuell nicht so viel Geld, aber das ist egal. So. Ja, das ist ja dann, bist ja dann frei, ob du das dann haben magst oder nicht. Ist ja dann egal. Aber, jetzt warte mal. Season Pass, Königsedition, Complete Edition. Was ist da dabei? 27 plus 15. 230. Okay. Und Investoren hat dabei Deluxe-Paket noch zusätzlich. Also PC, mein PC-Setup findest, findest nicht. Ich hab RTX 2080 und ein i9 9900K, glaube ich. Also schau ein bisschen obere Klasse. Aber PC ist bei Anno eigentlich nie ein Problem. Man kann einen 20.000 Euro PC haben und Anno würde keine 60 FPS nicht halten können am Ende irgendwann. Weil einfach die Engine von Anno 1800 irgendwann nicht mehr dafür ausgelegt ist, maximale Frames zu machen. Das ist nicht PC-abhängig. Also bei mir ist irgendwann, ich sag mal, wenn ein Spielstand so 100-200 Stunden hat, dann vielleicht ja. Davor eigentlich läuft's ohne Probleme. Also da brauchst du eigentlich keine Sorgen machen. So, dann lassen wir das da bei den Bauern. Und da würde ich jetzt gerne nicht alle ändern. Das ist halt jetzt gerade mein Problem. So, da bringen wir ein bisschen Variation ein, würde ich sagen.
Und wie gesagt, Kosmetik-DLCs sind ja nochmal ganz eine andere Schiene. Aber wegen dem PC darf mich jetzt eigentlich nicht wirklich oben. Würde ich ganz ehrlich sagen. Also da hätte ich jetzt sehr wenig Sorge. So jetzt natürlich die Systemvoraussetzungen erfüllen, die dabei stehen. Das ist, na gut. Also ehrlich gesagt, ich glaube heutzutage die empfohlenen Systemvoraussetzungen von Anno 1800, glaube ich, hat heutzutage schon fast jeder. Zumindest so ansatzweise. Wann machen wir weiter? Ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem. Weil das Spiel ist ja doch 2018 rausgekommen. Ist ja schon ein bisschen älter. Und von der Engine her hat sich ja nichts verändert. Das heißt, Spielanforderung an sich ist ja noch immer sehr identisch. Nenne ich es jetzt einfach mal. So, da wir da jetzt ein paar Bauern haben, werden wir mit da herüben ein kleine Dingbau. Brot- und Getreidefarm. Okay, das geht sich gar nicht aus. Dann bauen wir es so. Das sind 5 Felder. Ehrlich gesagt. Die Leute gehen auf die Barrikaden. So. Haben wir da ein kleines Industriegebiet, also wirklich klar. Getreide? Nicht viel. Also eigentlich perfekt für unsere Auslastung. Ja, wir brauchen nicht ganz eins, 2 produzieren wir. Das ist nicht voll. Das sind 3 Fabriken. Mein du, das ist nicht so viel. Schaut's lieber aus, wie es ist. Nein, ist wirklich nicht voll. Aber wir können jetzt bei unseren Silos hinzufügen. Kennst die aus? Du kennst die aus. Ah. Das da her. Dann können wir nämlich da eine Segelweberei machen. Und da hinter mir, also da hinten kommt jetzt mein Rechtsklickmenü hin, wo ein Laubbaum drin ist. So, dann müssten wir eigentlich, wenn die Getreide kriegen, genügend
haben. Schneppes. Einige Felder könnten helfen. Immer mit der Ruhebraut. Nicht zu hastig. Weil eine weitere Feuerwehr, glaube ich, wird nicht benötigt. So, Schnaps haben wir aktuell auch mehr als genug. Das Gute ist jetzt auch, wir brauchen da nicht unbedingt unsere Bauern erhalten. Weil wir haben ja grundsätzlich immer welche auf Vorrat. Von dem aus gesehen passt dann noch alles. Straßensystem technisch wird es natürlich schwierig. Allerdings haben wieder Eisen und Steinkohle vorkommen. Das ist ganz gut. Und da haben wir noch ein Ding. Einmal Eisen. Eigentlich müsste die Kohlemine? Ach, da haben wir Kohlemine. Kein Lagerhaus? Wo sollen wir... Ah, nicht? Kupfer! Ah, doch noch Kupfer! Okidoki. Dann stellen wir mal ein bisschen Stahl her. Sieht beschäftigt aus. Da kommt Das reicht. Oh. Okay, das ist schon mal sehr gut. Arbeitskraft. Das ist halt jetzt auch das Gute an unserem Bauerndorf. Ich brauche mich um Bauern nicht mehr kümmern, wenn ich mehr da habe, dann kann ich mehr da. Und wir können das Ganze trotzdem noch produzieren und ob ich überhaupt Weizenfruchtbarkeit ja. Streik wurde beigelegt. Wo haben wir denn hier einen Streik gehabt? Das darf es ja aber nicht geben, ja. So, ein Silo braucht man noch 1 Tonne Holz. Kriegen wir. Dann brauchen wir da noch eine zweite Metzgerei. Fünf Ziegel brauchen wir. Okidoki. Hier fehlen die Rohstoffe. Na, das wird schon. So, dann haben wir jetzt Stahlproduktion auch vorhanden. Ich werde mir aber allerdings noch ein bisschen zügeln. Der Produktion. Da man mir einfach 2 aus dem Fenster werfen können. Mit der Stahlproduktion. So, ein bisschen Schönbau, Mann, du müssen wir auch betreiben. Weil ohne Schönbau war es ja langweilig.
natürlich dürfen Feuerwehren nicht fehlen. Dann können wir allerdings auch in dem Zusammenhang da noch 2 Produktionen für Lehm aufbauen. Weil braucht man ja vielleicht auch. Überlegt gerade, eigentlich kann man mir stahltechnisch auch durchstarten. Weil geldtechnisch haben wir aktuell keinerlei Probleme. Aber ich kann sowieso nicht aufbauen, weil wahrscheinlich Lehm problematisch wird. Ich denke. Aber dann hätten wir das. Dann hätten wir mal eine komplette Stahlproduktion. War dann schon mal vom Vorteil. Mir kann man natürlich auch aktuell, wenn wir in Stahl nicht brauchen, Munition produzieren. Ist natürlich nicht ganz so wirtschaftlich, weil lohnt sich halt einfach nicht ganz so. Aber war eigentlich relativ ziemlich egal. Das so funktionieren. Und gange sogar Handelskammer eine. Aktuell, das Safe Game ist unter anderem für Season 4. Das starte ich schon mal in Vorhinein, weil man braucht ja einen gewissen Spielfortschritt, bis dass man Season 4 sozusagen freischaltet. Von daher speichere ich das schon mal in Vorhinein ein bisschen durch. Far Cry 6 aktualisieren. Okay. Es ist ja jedes Safe Game für jedes neue DLC und Game Update oder was auch immer kommt kompatibel. Es ist ja nicht, dass es dann nicht mehr funktioniert damit. Es funktioniert weiterhin. Das heißt, ich kann eigentlich eins meiner ersten Safe Games nutzen, die ich mit Anno 1800 erstellt habe und kann da damit weiterspielen. War überhaupt kein Problem mit. Von dem her werde ich das jetzt schon mal ein bisschen vorbauen. Einfach, dass ich schon mal ein bisschen wieder reinkomme ins Spiel, ein bisschen einen Fortschritt habe. Und ja. Also dann machen wir jetzt aktuell erstmal Kanonengießerei. Stahlproduktion läuft nebenbei. Das ist auch gut so. Nicht ganz. So, das Ganze besser. Da ein paar Bäumchen. So, das passt jetzt natürlich nicht ganz. War ja auch zu gut gewesen, wenn das jetzt perfekt passt hätte. Wie das ausgeht. Wenn ich dort die Straße entfernen würde, dann passt es. Und dann machen wir es so. Wobei, schlecht für den, oder? Wobei, könnte schlimmer sein. Das war rein theoretisch. Und ist das so? Ist das so? Und das so?
Versteckt die Flaschen. Der Boss kommt. War ja Alles prinzipiell anhalten. auch vollkommen in Ordnung. So, Mine keine Brandgefahr. Und geringe Aufstandsgefahr. Das heißt, eigentlich braucht man mir noch eine Polizeistation. Leider kein Platz dafür. Oh! Es reicht ja eh so weit. Ist überhaupt kein Thema nicht. So. Versorgung. Seife. Ist wichtig. Und zwar. Eins, zwei. 5. Ausbauen. Wir stecken hier viel Herzblut. Silo ausbauen. Und produzieren. Ah, das geht ja so. Cool. Ich entdecke heute noch neue Funktionen. Es ist der Wahnsinn. Sachen, da wo ich mir eigentlich denke, die kenne ich, da kommt nichts Neues mehr. Ich entdecke trotzdem wieder noch neue Funktionen. Das ist der Wahnsinn. So, Schweine haben wir sogar eine Überproduktion von 1. Oh. Schön. Passt genau. Getreide wird früher oder später zu wenig. Das ist definitiv so der Fall. Kann aber auch gern so sein, dann bauen wir da einfach noch ein bisschen mehr Getreide. Ist ja kein Problem. Da ist ein bisschen ein Industriegebiet. Fürs Erste vollkommen in Ordnung. Ehrlich gesagt, was ich bis jetzt weiß, vom ersten DLC, ja, finde ich cool in der neuen Welt, hauptsächlich in der neuen Welt einmal Neuerungen zu bringen, weil bis jetzt hat sich alles auf die alte Welt oder auf neue Spielwelten fokussiert und nicht auf die neue Welt. Die Besucher sind für die alte Welt, Palast, Forschung. Ja gut, okay. Reiche Ernte ist für die neue Welt auch gewesen. Aber eigentlich hat sie hauptsächlich das meiste für die alte Welt eingesetzt. Alle DLCs. Und das ändert sich jetzt. Jetzt ist viel für die neue Welt, wo es eigentlich noch nicht viel gibt. Und ich finde es spannend, was machen. Also ich bin definitiv gespannt und freue mich eigentlich ein bisschen. Kann man definitiv so sagen. So, dann fangen wir mal mit Getreide an. Das war da in dem Gebiet. Uff. Das Gebiet vielleicht ein bisschen überunterschätzt. Ja, aber ist egal. Lieber ein bisschen mehr Platz. Dienstag sehr wahrscheinlich nicht, Mittwoch oder Donnerstag. Dienstags habe ich leider keine Zeit. Also aktueller Plan sagt in Dienstag leider nicht vor. War eigentlich ursprünglich der Plan, ist leider so eine Art Tanzkurs dazwischen gekommen. Tanztraining nennt man sowas. Und ja. Da werde ich wahrscheinlich teilnehmen.
Und das beläuft sich am Dienstag, aber am Dienstag sind sowieso so viel online, dass ich das auch gern verschieben kann. Und das DLC kommt frühestens um 18 Uhr. 18 Uhr ist zwar eine gute Uhrzeit für mich, weil ich um 18:30 Uhr eigentlich immer anfangen würde. Aber dann Dienstag wird es wahrscheinlich nichts werden. Aber wie gesagt, dafür werde ich dann Mittwoch oder Dienstag. Mittwoch oder Donnerstag loslegen. So in der Art. Ist übrigens auch voraussichtlich mal geplant. Ich weiß noch nicht, wie es werden kann. Nächstes Wochenende wird es wahrscheinlich auch häufiger Anno geben. Vielleicht auch dieses Wochenende. Ich muss schauen, wie wir mit Aufnahmeplan und Formel 1 und Geburtstag ist leider nicht so einfach. Es ist momentan sehr stressig alles. Aber ich sag mal so, einmal in der Woche, eigentlich ist bei mir der Dienstag. Beim sehr geehrten Herr Mandu, alias Mr. Nagel, eigentlich der Donnerstag. Wahrscheinlich wird sich aber das tauschen die nächsten Wochen, dass er dienstags, ich donnerstags mache. Und ich mache donnerstags dann Anno. Wochenends dann entweder Anno oder Horizon Forbidden West, je nachdem, ob ich Zeit habe und zu was ich Lust habe. Ja, das bist du. Genau. Aber ist halt alles bis auf Dienstag und Donnerstag unter Vorbehalt. Dienstag, Donnerstag sind eigentlich feste Termine, außer es kommt irgendwie etwas dazwischen. Dann kann sie das vielleicht einmal verschieben. Aber in der Regel ist das so unser Plan. Jo! So ist. Wir sind zu zweit. Und ich bin da immer froh drum, dass wir uns die Aufgaben teilen können. Weil ich habe ja vor nicht letztes Jahr, sondern 2020 3 bis 4 Mal die Woche auf Twitch gestreamt. 3 bis 4 Stunden meistens. Das war nicht schön. Am Ende war es irgendwann nicht mehr schön. Ist leider so. Und von daher haben wir dann irgendwann das Projekt zu zweit begonnen und bin eigentlich auch sehr zufrieden, wie es läuft. Also, kann natürlich immer besser sein, um gut zu sein, aber so im Großen und Ganzen ist in Ordnung. Ist alles gut. Formel 1 Quali Samstag von 8 bis 9 und Formel 1 Rennen Sonntag ab 8 Uhr. Hallo, schafft das nicht. Ja, ist schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Projekte gemacht allein und zu zweit. Unterschied ist immens. Morgens. Wenn's um Formel 1 geht, morgens. Um 8. Und Sonntag ab 7 Uhr morgens. Es macht zu zweit einfach wesentlich mehr Spaß. Tja, ist nicht jeder mit... Und vor allem so viel Blödsinn, wie wir mir machen. Dann holt's da nur nicht aus. Da bin ich noch. Ja. Ja. Eigentlich. Nein. Nicht zwangshaft.
Aber kann durchaus sein, dass ich dann noch schlafen darf. Also bis um 8 Uhr eigentlich, das ist so meine Zeit. Um 8 Uhr stehe ich dann eigentlich auf. Aber, ja gut. Dann stehen wir wieder eine Stunde früher auf. Was noch damals hat es mal so Rennen gegeben, so um... Ah, Japan! Japan ist ja so ein Rennen. Das wo auch ziemlich früh losgeht. Ich glaube um 5? Ich glaube schon. Das echte. Also... The real. Das echte Formel 1. Nicht, Spiel habe ich auch, aber eigentlich spiele ich das nicht oft, weil es nicht so mein Fall ist. So, aktuell Leben ist ein kleines Problem, kein großes. Jeder ist hier für Dann steigen wir mal ein bisschen auf. Dann sind wir jetzt bei Handwerker angelangt. Von mehr. Die Fleischkonserven kriegen. Durch. Was? Miung, ich hab keine Fleischkonserven. Wollte das nur noch mal so nebenbei erwähnen. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja vollkommen in Ordnung. Wo zur Hölle kann man die Fleischkonserven her? Ich hab keine Fleischkonserven, auch nicht auf Lager oder sonstiges. Dran anhalten! Das ist sehr seltsam. Weil eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Wieso? Die haben einen Verbrauch von 0. Ist ja nicht schlimm, wenn es den Formel 1 nicht auskennst. Das liegt einfach nicht jedem. Um Gottes Willen. Ist ja nicht schlimm. Dafür schaue ich kein Fußball nicht, zum Beispiel. Ist ja... Jeder soll sich das anschauen, was er gern sehen mag. Und für mich ist halt Formel 1. Und ich bin jetzt der kein Best, der sagt, Formel 1 hat mich noch nie interessiert, um Gottes Willen. Ich verstehe nur gerade nicht, wieso ich da jetzt das hab. Das sollte nicht so sein. Ja, und du schaust beides. Dank Sky-Abo. Ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Eine Fotografieaufgabe. Bei all dem, was ich bereits besitze. Isabel, Samantha's Leuchtturm. Haben wir da. Foto taken. Na, Der Triumph stürmt und drängt mir durch Filme jedes sind meistens allein, da darf man die Videos schon zusammen machen. Videos allein mache ich sowieso nicht mehr. Also so Erklärvideos. Warum habe ich jetzt da einfach so für eine Versorgung? Das sollte nicht so sein. Also ich kann damit leben.
Ich fürchte, ich bin viel zu beschäftigt, um an so etwas ich kann das noch Profanes schlimmer wie machen. Essen und Schlaf zu denken. Nur zur Info. Wieso habe ich aktuell den kompletten Die Ernte fährt Bedürfnisse? ein. Spinne das so? Ich muss jetzt mal kurz nachgucken. Zum Beispiel auch Katzelschwurf. Und so die. Schließlich bekam die dumme Kuh Hühneraugen. Also sagte ich, halt deine Füße gesund, sonst kannst du nicht arbeiten und deine 6 kleinen Mäuler stopfen. Okay, das sollte eigentlich Wichser. Ah, jetzt fällt's over. Fleischkonserven sind anscheinend noch ein paar verfügbar. Aktuell bei 4%, sinkt. Fleischkonserven sind wahrscheinlich noch ein paar auf Vorrat. So irgendwo im hintersten Kammerl. Versteckt. So. Lass mal noch mal ein bisschen aufsteigen. Viel Spaß bei was auch immer. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Oh Gott. Ich hab kein Glas. Mal Glas produzieren. Kann eigentlich auch durch Runden herstellen. Glas ist eine 112 Produktion. Dazu benötigen wir allerdings auch wieder Holz. Holzproduktion ist eigentlich auch wieder relativ schwierig. Schönen Tag auch. Das funktioniert. Dann wären wir mir kostet 100, das haben wir. Einmal eine Quarzgrube. 1, 2. Das ist eigentlich ganz simpel. Es gibt in dem Menü eine Verarbeitungszeit. Fangen wir mit ganz einfach an. Fisch ist eine sehr einfache Produktion. Für eine Tonne Fisch braucht die Fischerei Schnaps, ist nochmal easy. Schnaps braucht 30 Sekunden für eine Tonne Schnaps. Benötigt allerdings Kartoffeln, die auch wieder 30 Sekunden pro Tonne brauchen. Also eine 1:1 Produktion. Bei den Arbeiter dann wird es ein bisschen schwieriger. Getreide braucht 1 Minute für eine Tonne. Und die Mühle braucht 30 Sekunden für eine Tonne und die Bäckerei wieder 1 Minute. Das heißt 2:1:2. Ist eigentlich relativ einfach, ist nur ein bisschen Erfahrung. Und ich habe mir da so eine Produktionslisten an die Wand genagelt. So, Moment. Anno 1800 Produktionsketten. Bilder. Sowas da zum Beispiel. Sowas hängt bei mir an der Wand. Und da steht das dann auch wieder Holz 1:1, Glas 2:2:4:1.
Ja, schön im Bilderrahmen. Wie gesagt, 1200 Stunden. Zurück zur Glasproduktion. Braucht man da 2 Glashütten. Der Bereich ist ganz doof. Ehrlich zum Sagen. Muss mal so. Anno ist halt doch irgendwo ein bisschen Leidenschaft. Nenn ich es einfach mal. Also für mich gehört auch nur zu Leidenschaft. Aus dem Grund mache ich dann auch so einen Bilderrahmen mit den Produktionsketten, die ich eigentlich, ich sage mal so zu 60% im Kopf kenne. Also von daher eigentlich nichts Neues nicht. So, wie kann man eigentlich eine kleine Segelschiffswerft errichten? Denn wie kann man Clipper herstellen? Allerdings braucht man oh Gott, Irgendwie ist alles ein wenig eintönig. Stimmt, mir wollten wir Gloss für Krankheit. Weil Krankheit in unserem Lande ist schlecht. Aha. Na dann. Sauber einschwitzen. Aktuell? Nein. Möglicherweise durch Modifikation später, ja. Das weiß ich noch nicht. Kann sein. Aktuell, nein. Gegner sind eigentlich mehr anstrengend für mich. Zumindest zum Beginn sind die anstrengend. Weil man ist überfordert. Man muss Bilanz halten. Man muss Produktionen aufbauen. Man muss eine Stadt errichten. Und den Fortschritt dann machen. Und ich mag keine Gegner nicht, die mir dann Inseln wegnehmen. Das sind dann nur die leichten Gegner. Und die sind mir aber dann im späteren Spielverlauf zu leicht. Also los ist erstmal weg. Ja gut, Sport, zum Glück pfeife ich mir gerade Cola und Chips rein. Also ich persönlich war auf deiner Seite. Cola und Chips war ich dabei. Apropos. Bin leer. Müssen wir ändern. So. Glasproduktion läuft. Bisschen mehr Handwerker warten nicht schlecht. Dann kann unser Glas auch weiterhin produzieren. Stüchchen. Krankenhaus braucht sehr viel Material. Dann besuchen wir mal die neue Welt. Alles bereit. So, wir haben da ein paar Materialien zur Verfügung gestellt bekommen von der guten Isabel Samento. Wir brauchen eigentlich Bananen, Zuckerrohr und Baumwolle. Beides haben wir auf den Inseln. Die schwierigsten Gegner waren irgendwann zu einfach. Ja, ich habe mal ein Projekt gestartet, aber das ist schon 4 Jahre her. Die schwersten Einstellungen, die schwersten Gegner war eigentlich, sobald ich
den Kniff gehabt habe mit den Gegnern, war es easy. Man muss einfach seine Handelsschiffe ein bisschen verteidigen. Dann ist eigentlich das Schlimmste vorbei. Ich habe schon früher ein bisschen an 1800 geschaut. Muss man nicht die neue Welt umkommen? Ja. Das ist eine kleine Änderung meinerseits. Ich habe ja, wie man bereits sehen kann, schon ein bisschen vorgebaut. Ich habe den Spielstand privat begonnen, habe sämtliche Stories wie in Embessa, die 3 kleinen Inseln, vorbereitet, fertig gespielt, mit unserem guten Archibald vertrieben und auch in der Arktis alles freigeschaltet, damit ich das nicht schon wieder da muss. Weil ich glaube, das ist mittlerweile das 10. Mal, dass ich alle Quests durchspielen müsste. Und ich wollte ehrlich gesagt nicht mehr. Ein besser eigentlich für Verbesserungen wie Forschung. Gibt es dann sogenannte Items, weiß ich nicht, sagt die vielleicht schon was? Sowas da zum Beispiel, Bewegungsgeschwindigkeit plus 35%. Oder so Verladegeschwindigkeit, Uhrenwerkstatt und sichere Sachen. Kann man dann erforschen. Aber im Allgemeinen eigentlich nicht so viel. Ich benutze aber sehr, ich darf jetzt nicht sagen sehr wenig, aber schon wenig eigentlich. Also es ist ein Netznebenprodukt und eigentlich so richtig nutzen eher nicht. Aber prinzipiell, wenn Zeit ist, nutze es. Gibt ja ein paar nette Nebeneffekte. Wie zum Beispiel bessere Goldminen oder bessere Jagdhütten. So in die Richtung. Ist ja nicht so, dass einfach nur so da sind. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Okay, jetzt fällt es ab. Also irgendwie die Bedürfnisse, die steigen erstmal kurz. Im regulären Spiel schwer. Nicht schwer. Ein Feuer ist ausgebrochen. Nicht falsch verstehe. Es ist sehr zeitintensiv. Das ist eigentlich das Schlimmste. Man braucht sehr viel Zeit dafür. Außer wie ich, mit Modifikationen kann man sich die Zeit sparen. Wie ich brauche für ein Item 1 Minute mit der gewissen Arbeitskraft und Standard im Spiel sind, glaube ich, 10 oder 30 Minuten. Bin mir gerade nicht sicher. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall nutze ich ein paar kleine zeitliche Modifikationen, die mir einfach ein bisschen Zeit ersparen. Weil ich bin jetzt nicht der Typ, der wo dauerhaft Items farmen mag. Ich mag es haben, ich mag es nutzen, aber mir eigentlich dann auch nicht. So, auf alle Fälle wäre gelöscht. das eine perfekte Insel. Die holen Ein wir uns. neuer Auftrag? Weil wir haben Bananen, Zuckerrohr, Baumwolle. Und noch zusätzlich ein bisschen Ruder Mais. übernehmen. Und ein bisschen Gold, ein bisschen Lehm. Eigentlich alles, was wir brauchen. Ehrlich zum Sagen.
sind unterwegs. So, du benachrichtigst uns bitte, wenn du dort bist. So, Versorgung. Fisch reicht, Schnaps reicht. Brot, Seife reicht. Seife produziert nicht, weil, Feuer. Jetzt produziert es wieder. Nähmaschinen kann man produzieren. Macht nur da herum eine kleine Produktionskette. Ja. So. Alles bereit. Bauen wir kurz unsere Produktionskette fertig. Achtung, Von Nähmaschinen. Das ist wieder nicht optimal, der Platz. 500 kostet es. 1:1 und braucht mal wieder Holz. Muss da jetzt in dem Fall noch einer passen? Außer die Feuerwehr. Naja, gut. Nehmen wir doch 4×4. Jetzt nur relativ wenig. So funktioniert das. Fürs Erste. Es wird nicht gerade leichter, wenn... Also, competitive würde ich jetzt nicht sagen. Mein Leben So ist halb gelebt. Standard-Spieler. Ja, aktuell. So in die Richtung. Vielleicht ein bisschen besser als Standard, aber so um einen Standardspieler würde mich ich persönlich einsortieren. Also sind wir jetzt keine Profis nicht. Aber kann ja noch werden. Nein, weiß nicht. Keine Ahnung. Es reicht vollkommen aus. Man muss nicht alles perfekt kennen. Das geht auch irgendwo nicht wirklich. Aber sagen wir es so, ich bin zufrieden. Natürlich besser geht immer, aber es ist dann wie in Anno, umso mehr Zeit, dass man investiert, umso mehr benötigt man. Umso mehr Erfahrung kriegt man dann. Und Forts ist irgendwann, also zumindest von mir aus gesehen, tot gespielt. Und das mag ich eigentlich vermeiden, deswegen fehlt da leider ein bisschen die Erfahrung, aber ich finde jetzt das persönlich nicht dramatisch.
Also ich kann gut leben damit. Und wie gesagt, ich bin zufrieden. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und es macht Spaß. Und Spaß sollte immer an vorderster Stelle stehen. Ah, der ist noch immer krank. Ach, Sie sind viel zu gut zu uns. Oh, ein fehlender Einwohner. So. Die Stadt wächst und gedeiht. Und unsere Bilanz mit. Obwohl versorgungstechnisch das Ganze ein bisschen schwierig wird. Wie viele Kanonen haben wir aktuell? 48. Nicht gerade frei. Haben wir den Stopp die Hochofen aus? Maschinen. Zurück an die Maschinen. Und der ist dann gekoppelt mit dem. Das passt. Fürs Erste. Dann haben wir ein bisschen mehr Stahlproduktion. Höchste Einwohnerzahl. Sesam, öffne dich. Fast 500.000. Knapp 500.000. 483.000 war die höchste Einwohnerzahl. Die Hütte. Ei. Okay. Die ist selber erbaut. Hopp. Warum ist das so blöd? Ja, ich habe mir Zeit lang so eine Art Rekordbau betrieben. Habe aber dann wieder fallen lassen. Ja, definitiv. Kampagne ist ein relativ guter Einstieg. Vor allem für Anfänger, die vielleicht auch noch sogar das erste Mal spielen. Definitiv ja. Also ich glaube, das erste, was ich in Anno 1800 erledigt habe, war Kampagne. Ich habe es zwar seitdem nie wieder angerührt, aber... Oh Gott. Also eigentlich Kampagne lohnt sich ja. Ich würde sagen ja. So. Da kommt eine kleine Stadt. Und ein paar Jornaleros. Boxkampf-Arena planen wir. So. Passt fürs Erste. Dann brauchen wir mal ein bisschen Baumaterial. Das dauert kurz. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um einen zweiten Clipper. Und zwar benötigen wir Paprika. Uff. Gibt's Paprika oder Paprika und Felle? Paprika und Felle war eigentlich ganz sinnvoll.
Ich glaube, die Insel holen wir uns einfach. Neue Befehle? Ah, wollen wir noch ein bisschen auf Stahl. Auf jeden Fall bauen wir mal ein Krankenhaus. Dann müsste das eigentlich sehr schnell wieder erledigt sein. Die ganze Krankheit und so weiter und so fort. Eine Varieté benötigt sehr viel Stahl. Allerdings nicht so viel. Hat relativ viel Radius. Im Grund ist relativ egal. So. Die sind relativ zügig. Wer so lebt, muss ja krank werden. Meine Kleinen sind alle krank. So, Krankheit wurde besiegt. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Perfekt. Stahl ist immer noch ein Schwachpunkt. Aber immer mit der Ruhe. So, ein kleines Häuschen ausbauen. Dann benötigen wir ein bisschen Fischöl. Heute machen wir frei für einen kleinen Ölhaufen. Für später. Eigentlich. Vorsicht, Kräfte. Okay. Freiküste benötigt. Schiff vom Stapel gelaufen. So, dann gehen wir mal von dem Punkt aus. Wir müssen das Land erst... Dann reicht das Ganze nicht. Gehen wir mal von dem aus. Ja, gerne. Solange ich noch da bin. Weil ich denke mal so... Ja. Halbe, dreiviertel Stunde. Dann werde ich das wahrscheinlich für heute sein lassen. Muss ja morgen wieder arbeiten. So geht's einfach mal. So, die Straße. Müssen wir jetzt einfach mit einer. Na dann. Ist nicht meine Schuld, eh? Dann ist ja gut. Dann bis später. So, dann haben wir Fischöl. Dann können wir noch eins zurückzeigen. Das gefällt mir. Dann gehen wir da unser Ding hinbauen. Dann können wir eigentlich je nach Bedarf, momentan kein Bedarf, da mal sowas planen. Und da mal schauen. Und die Felder.
schlecht. Ich kann nirgends So. hin damit. Perfekt. So ist gut. Rum haben wir Produktion von 1 zu 2 und 2. Das ist eine können wir noch errichten. Haben wir aktuell auch rum. Zwar nicht voll, aber ist ausreichend. Aktuell. 4. Und Bedarf von 0. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Die Straße ist eigentlich keine Straße. Nicht. Weil es sind eigentlich Schienen. Ist aber an sich kein Hola. Problem. Trotzdem noch 99. Und dann gehen wir da wirklich unsere Straße oder whatever durchzwingen. Gras ist eher kontraproduktiv. Blühende Kirschbaum, nein. $50. 25. So, dann bauen wir es Die aktuell Sonne so. brennt heiß. Ich Lieferaufgabe. bitte nur ungern um mehr. Du warst Holz. immer gut zu uns, Rick. Holz kannst du haben. Uns Alte kann man ja warten lassen. Normalerweise.
Fertig? Jo. Es ist sehr gut gemacht. Na, nicht das Lagerhaus. Ja. Ja, super. Reicht trotzdem. Eine Kapelle. Wir wenden uns nur an die, denen wir trauen. Spam detected. Geht jetzt das wieder los? Eine neue Voice-Mail Nachricht. Ein Fähnchen im Wind. Ohne dich sind wir besser dran. Kurz noch gucken. Dass ich was vergieß. Na, nur Öffner. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Städteausbau, oder? I think so. Das ist jetzt egal. Kontraproduktiv. Das müssen wir machen. Aber so funktioniert. Das funktioniert, ne? Der Boxkampfarena braucht aber dann einmal. Wenn's was in den Kram passt, bin ich. Wir brauchen na Ponchos. 1, 2, 3, 4. Mais. Wir haben Mais. Aber aktuell ist kein Problem. 1, 2. Lagerhaus ist da. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh. Fire in the hole. Das ist ja hohe Reichweite, das begrüße ich sehr. Nur Boxkampfarena wieder ein bisschen problematisch, aber das geht. Locker easy. So was habe ich leider befürchtet. Dass das nicht so einfach wird. Aber so geht's. Reicht. Wir sind wie Bohnen in der Bratpfanne. Das ist cool. Bohnen in der Bratpfanne. So, Stadt wächst und Die gedeiht. Flammen wurden gelöscht. Ponchos, Rum, Kapelle, alles vorhanden. Nächstes Baumwollstoff. Baumwollstoff produzieren wir allerdings
Auf einem netten Nebengebiet. Weil ich das gern ein bisschen versteckt haben würde. Und zwar 1, 2. Also Baumwolle ist nicht klein. Da ist eigentlich noch Ding. Platz für Schienen. So. Zur Not macht man einfach noch eine. Die ist nämlich sehr voll. Dann kommen wir nämlich da zu den Ölminen noch dazu. Was ja an sich nicht unwichtig ist. Dann können wir da in dem Fall noch unsere Plantage erweitern. Echt sogar ein bisschen größer als gedacht. Reicht nicht ganz. 109. Bin durch mit der Welt. Warum tust du das? Das tut man ja nicht. Bananen haben Was kann ich für dich tun? 128, wir haben 109. Kautschuk.
144. Es gibt nichts Kleineres als 109. Schlecht. Was war? Wenn wir so gerade durchgängen. Es bleibt übrig. Ist eigentlich nix. Oder wir haben uns das zu sparen. Braucht man da noch eins? Eigentlich noch Lagerhaus, weil ich glaube, das wird der Moment überfüllt sein. Die ist eigentlich too much. Kann höchstens dann noch ein bisschen nach hinten, gell? Ja. Ja. Keine Felder, keine Arbeit. Ja, ja, morgen ja. So, 2, 3, 6. Die liefern alles ab. Perfekt. Zweites Lagerhaus. Okay, meld me one. Ja, das ist gut. Kann eigentlich dies da auch noch mit benutzen. Baumwolle. Aber ich glaube, das reicht fürs Erste. Wir haben ja jetzt Baumwolle von 6. Also Baumwollstoff. Und 4 rum. Einmal zurück ins Cup. Und zwar mit einem Clipper. Einmal Handelsroute. Neu erstellen. Cup, neue Welt. Und zwar laden. Zweimal Baumwolle. Dreimal Baumwolle. Dreimal Rum. Und so. Annehmen. Dann müssen wir allerdings
In dem Fall die Lager ein bisschen erweitern. Und zwar benötigen wir Lehm. Das sind beide nebeneinander. Es fehlt an Holz. Weil ich brauche jetzt um 60 Holz oder so. Wir sind die Zukunft. So. Ich glaube, geht klar. Dass da mittendrin so ein Bohrturm entstehen könnte, würde. Gute Frage. Schwierig. Wiederspielgrund. Bin eigentlich, liegt vielleicht an mir persönlich, da ich Aufbauspiele sehr gern mag. Von dem her haben sichere Spiele und hauptsächlich Anno einen sehr hohen Wiederspielwert bei mir. Wie soll ich sagen? Es ist schwierig, sowas zum Erklären, aber es gibt einfach irgendwann gibt's einen Tag, da denke ich mir, boah, heute auch noch? Warum nicht? Dann lege ich los und irgendwie, wie jetzt, 2 Stunden streame ich ja. Die 2 Stunden, das sind für mich 30 Minuten. Das macht es für mich aus. Ich kann in Anno so viel Spielzeit versenken. Und merk's nicht mehr. Ich bin sicher, Sie können uns... Das bringt uns dem Traum näher. Das ist ja das Schlimme. Ich kann keine Musik. Nächstes Mal klappt es sicher besser. Suchel. Das hat doch nichts damit zu tun. Ich kann mir einfach in Spiele einleben, einversitzen, einsteigern. Was du nicht so kannst. Oder magst. Ich bin halt dann einmal so... Ich komme dann am Wochenende her an den PC und denke mir, so, jetzt muss ich auch noch spielen. Und dann ist aber der ganze Tag vorüber. Teilweise. Auf Ihren Befehl. Und ich befürchte, dass das vielleicht jetzt dann wieder kommen könnte. So eine Zeit. Wenn ich jetzt wieder mal loslege, nach langer Pause, dass ich dann wieder sehr viel Zeit versenke. Ich darf nur Horizon Forbidden West nicht vernachlässigen. Das ist ein Spiel, das ich trotzdem spielen mag. Kann man die Zeit mitnehmen? Gibt's nicht. Nein, ich weiß. Aber ist halt teils schade. Wenn man sich die Zeit nicht nehmen kann.
Aus irgendwelchen Gründen. Pause war... Also so Pi mal Daumen... Halbes, dreiviertel Jahr. Ungefähr. So um den Dreh. Also da war es echt... da war auch noch viel mehr am Ende. Da habe ich so ziemlich alles erlebt. Tut mir leid. Das ist nicht meine Absicht. Das Lager ist voll, Jefe. So, Ponchos sind prall gefüllt. Setz dich lieber in den Schatten, Jefe. So, Baumwollstoff auch. Jetzt brauchen wir Holz. Ansonsten funktioniert das nicht. Einmal. Zweimal. Jetzt braucht man noch 20 Holz. Dann haben wir den Schritt erledigt. In der Zwischenzeit brauchen wir einen zweiten Clipper. Es dauert kurz. Mein Streben verfestigt zumeist in Träumereien. Brauchen wir eben... Flaggschiff steht zu Diensten. Lager sind gefüllt. Baumaterial. 1, 2, 3. Okay. Koordinaten 1, 2, 3 vorbei. Bergungsschiff. 1, 2, 3. Dieses hier. Und Holz. Denn wir brauchen mal kleine Stadt auf der Insel. Es gibt aber bei mir auch Spiele, die habe ich aufgesogen und so ein großes Wissen wie zum Beispiel in Anno. Wie du zum Beispiel in Anno. Nur gibt es den nicht im Stream oder im Video. Außer Pokémon. Und Pokémon hast du offscreen gespielt. Na. Alles gut. Mach dir keine Sorgen. Wissen? Ja. Zeit versenken in Spiele sehe ich bei dir nicht. Also, habe ich noch nie gesehen. Ich kann mir es auch nicht vorstellen. Aktuell. Weil Zeit und so. So. Da können wir herstellen. Allerdings muss ich erstmal diese anschließen. Und brauchen Lager aus. Hier vor Ort. Oxygen not included in Trackmania. Trackmania habe ich mir mal angeschaut. Ist, ja. Das andere sagt mir was. Leider habe ich aktuell keinen Plan, was das war. Aber ich bin eigentlich bedient mit Horizon Forbidden West und Anno. So bin ich eigentlich bedient.
Bis, weiß ich nicht. Wahrscheinlich Sommer irgendwann. Also ich denke mal, Horizon brauche ich bestimmt noch so 50 Stunden. Schiff vom Stapel gelaufen. Das sind also so 10, 12 Streams. Am Wochenende. Nicht jedes Wochenende habe ich Zeit. Also ist das auch wieder ein bisschen schwierig. Aber wird alles leichter. Wie viel? Wo ist wie viel? Das ist ein sehr, sehr komplexes und schwieriges Überlebensaufbauspiel. Okay. Ich habe irgendwas im Kopf. Aber es kommt nicht. So. Das haben wir alles Ihnen zu verdanken. Kaffee. Kaffee können wir machen. Demnächst. Kaffee ist gut. Bisschen mehr Einwohner warten, nicht schlecht. Ist so circa 3 Stunden täglich nicht süchtig. Sucht ist für mich, wenn man nimmer ohne kann. Das ist für mich Sucht. Wenn es einfach nimmer ohne geht. So, Lager von 150. Das ist schon mal gut. Das ist eine komplette Füllung. Für mein Schiff. Das passt. Bereit für den Einsatz. So, Clipper. Schiffe sind vor Ort. Mal Kontor bauen, einmal aufbauen, zweimal aufbauen. Neue Befehle? Einmal abladen und abladen. Und Schiffe zurück. Erwarten neue Horizonte. Baumaterialien. 1, 2. Nimm mal ein bisschen mehr davon mit. Nimm mal so mit. Ab nach unten. Ruder übernehmen. Dann als erstes kleine Holzproduktion. Einmal so. Kleines Lagerhaus. Und ich denke, wir brauchen Bauern. Genau. Sucht war bei mir zeitlang FIFA 4 bis 5 Stunden täglich und damit meine ich täglich. Ja, damals zu Anno-Zeiten fast täglich so 3, 4 Stunden, je nach Zeit. Das andere war scheißegal. Hauptsache zocken. Das war eine schlimme Zeit. War zwar irgendwo ganz cool, aber im Nachhinein bereue manche Sachen, die zu der Zeit vernachlässigt habe. Es gibt einfach manche Sachen, die kann man nicht mehr zurückholen. Und
sind ein paar Sachen, die ich heute anders machen darf. Beziehungsweise mittlerweile anders machen. Wie so 3-4 Alles Stunden bereit. am Tag. Täglich am Tag auch noch. Funktioniert nicht mehr. Endlich gibt es wieder was zu essen. Ich habe einfach die Zeit nicht mehr und mag mir es auch nicht nehmen. Wie geht's? Weil es einfach nicht geht. Sie haben ein neues Zwischenziel Und erreicht. wenn es nicht geht, ist einfach so. Und dann komme ich auch damit klar, dass einfach gerade im Moment nicht geht, mir an dem PC zu sitzen. Ist ja nichts Schlimmes nicht. Um ehrlich zu sein. So, da oben bauen wir Paprika an. Also wir bauen eine Jagdhütte. Brauchen wir ein bisschen mehr. Gibt noch wichtigere Sachen, genau so ist. 3. 4. Sie brauchen dringend ein Lagerhaus. Holzfäller vielleicht? Oh, das geht. Okay, das wusste ich nicht. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Mal weg. Na, siehste. Dann haben wir zumindest schon mal 4. Und einen Holzfäller. Dann wir da definitiv wegmachen. Oder 4 Jagdhütte hier bauen. Und da können wir ja trotzdem noch eine bauen. Am Stadt. Wir brauchen eine Polizei, denn sie sind schon wieder böse. So, Paprika brauchen wir. Wobei. Ja, eigentlich braucht man 4. Wo zur Hölle? Ah, ist ein Festival. Fest. Erntedankfest. Produzieren gelegentlich extra Rum, Sekt, Zigarren und Schokolade. Das ist gut. Dann bauen wir mir aktuell 4 Paprika, 4 Rindfleisch. Das geht. 1, 2, 3. Die Straßen sind wieder sicher. Das ist gut.
1, 2, 3, 4. Weizen habe ich auf der Insel leider nicht. Schade. Ansonsten müsste den nicht so viel versorgen. Aber egal. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Wir. So, 4:4. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Ei. Dann Handelsroute, neue Gruppe erstellen, von hier nach da. Einmal laden. Rindfleisch, Paprika, Felle. Dann müsste man doch eigentlich schon Baumwollstoff haben. Perfekt. Ich habe mich ganz schön ins... Wir brauchen Arbeitskräfte. Wow. Okay. Eine Variety Welch für freudvolles euer Abbild von Ihnen. Vergnügen. So, Produktionen. Arbeitskleidung. Brot, Bier. Ansonsten ausreichend vorhanden. Davon können wir jetzt 3 bauen. Ganz schön knifflig im Moment. Perfekt. Dann ist das erledigt. Und gleichzeitig können wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dies Ausbau. Dann produzieren wir auch Fleischkonserven. Nochmal Fleischkonserven, Pelze, dann brauchen wir noch Uni und Brot. Ein bisschen Brot in der Not. So, zweite Brotfabrik. Arbeitskleidung brauchen wir noch. Eins, zwei, drei. Es geht sich nicht ganz aus. So fangen sie sich aus.
Naja, ist so egal. Passt. Wurst gelangt noch. Bier müssen wir noch produzieren. Ein bisschen Bier. 1, 2. 1, 2. 3. So. Gut, dann haben wir eigentlich alles. Nicht mehr lang. Definitiv nicht mehr lang. 14 produzieren wir und 9 haben wir. Liegt am Erntedankfest? Ja. So, die sind wunschlos glücklich bis auf die Universität. Ansonsten warten die schon so zufrieden. Eine Universität, ja. So. Universität hier. Und ja, dann kann man eigentlich noch warten, bis das die ersten aufsteigen. Werden wir mir wahrscheinlich heute nicht mehr erleben. Weil es dauert einfach noch so seine Zeit. Und Fleischkonserven, glaube ich, gelangen auch noch nicht ganz, beziehungsweise haben die Rohstoffe noch nicht da. Genau, das passt noch nicht. Ansonsten Produktion passt bis auf Wurst. Wurst müssen wir bauen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ist ausreichend. Und ich muss demnächst eine Arbeiterstadt anlegen. Sonst können wir es vielleicht doch noch kurz da warten, bis dass wir die ersten Ingenieure haben. Dann haben wir halt wirklich weit gekommen, auf 2,5 Stunden. Nicht schlecht. Oh, du Bittersüß. Unsere ersten Ingenieure. Das heißt, wir können jetzt dann Brillen, Hochräder und solche Sachen machen, Elektrizität und so weiter und so fort. Und noch vieles mehr und Geld gibt es auch noch immer wie Sand am Meer. Also,
Geld sagen, heute Mord mit schwerem Einkommen wird schwierig. Ist relativ easy. Hab ich nicht gemeint. Aber gut. Okay. Wie gesagt, in der neuen Welt haben wir auch ein bisschen angefangen. Das läuft auch soweit. Kann man eigentlich nur aufsteigen lassen. Dann versorgungstechnisch läuft. Rum ist dann für die alte Welt ein bisschen mager. Aber ist in Ordnung. Gut. Aber dann speichert man wieder. Und beenden das Ganze. Zumindest für heute einmal. Lieber an die Faulixer. Jo! Schau. Jetzt noch eine halbe Stunde auf Couch oder 3/4 Stunde und dann gehen ins Bett. Läuft leider nicht. Vielleicht gibt's morgen wahrscheinlich eher nicht. Samstag vielleicht ein Stream. Weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Sonntag definitiv nicht. Am Sonntag habe ich keine Zeit nicht. Da bin ich auf den Geburtstag im Nachmittag und auf die Nacht habe ich wieder Tanzkurs. Genau. Ansonsten. Bedanke mich auf alle Fälle bei euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr so zahlreich da wart. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens. Laut meinem Plan jetzt nächsten Dienstag ist der gute Mandu da. Mit Pokémon oder Foundation, ich habe keine Ahnung. Und am Donnerstag bin dann wahrscheinlich ich wieder da mit Anno. Und dann hoffentlich schon mit dem neuen DLC. Genau. Und wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüssikowski.